Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysisch Beraterin und Begleiterin und Autorin von bis zu 3 Büchern, unter anderem The Fool's Path, über das wie ich schon ein paar Mal erklärt habe, auch noch schwätzen werde. Für dich werde ich einfach zu einem anderen Thema kommen. Der wird wahrscheinlich gemerkt, dass ich mich über die letzte Zeit als metaphysisch Begleiterin und Beraterin erkläre. Und ich will A erklären, für was ich das mache, B, was ich da drin vorstellen kann. Weil ganz oft geht es heute an unseren, wie soll ich das ausdrücken, an unseren esoterischen und therapeutischen Richtungen ganz viel die Idee von Coaching, es sind noch Leute, die den Ausdruck Therapeut gebrauchen, bis hin zu die Leute, die dann nach mir weit gehen, die dann davon schwätzen, dass sie Schamane sind oder was auch immer, wo ich natürlich immer den kulturellen Punkt auch mal dran hole. Ich stelle immer mehr fest, dass ich an die Kategorien nicht passe. Erstens, weil wenn ich so den sich als Schaman betitelt, immer zwischen ganze physischer gesagt, dann gebrauchten die Techniken. Wenn ich einen Therapeuten, dann geht es mit therapeutischen Methoden der Hand. Wenn ich einen Coach schon, dann sind ich auf dem Punkt normalerweise, wo eine Person mit einem Problem bei ihr kennt, und dann dem Moment zur Lesung hier gecoacht wird, wie immer die Techniken auch ausgesehen. Auf der anderen Seite gebrauche ich auch den Tarot. Laufen dummerten Gefahr, dass ganz vielleicht mengen, dass ich ein typisch Quartelege wäre. Also ich am Sinn von, das kann die Bäume schon in Zukunft gezählt, was ich meine schon oft an Menge Podcasten erklärt habe, dass das nicht so ist. Beziehungsweise, dass immer die Problematik besteht, das sind doch immer ein bisschen am Französischen schwätze von einer diseuse de bonne aventure. Und ich habe erkennsterweise ein Interesse darunter, an die dort den Tierrange gestartet zu gehen. Kein davon. Dabei will ich gerne, dass die Sache ganz klar ist. In der gut mit Quarte schafft, das ist nicht, dass ich so ein dem ist egal was. Nee, wenn den ein ordentlich Arbeit legt, an den Klienten, die auch nur zufrieden sind, dass sie nicht der Meinung, dass den einen guten Job möchte, und ich hoffe und wünschen, dass den die Sache auch ethisch abhängt. Genauso gut für einen Therapeut, genauso gut für einen Coach, auch genauso gut für einen Schaman eben halt. Oder so führen und so weiter. Der Punkt für mich sehen verschiedene andere Sachen. Erstens geht es bei mir an ganz viele Sachen immer um einen ersten Aspekt, und das ist den, dass ganz viele Leute noch Lesungen und noch Antworten sichern, aber dass es ganz oft froh sind, die uns eigentlich offen machen, eine Situation mal anders zu betrachten und auch sich selber anders zu betrachten. Auf der zweiten Seite haben wir das Thema, was ich auch schon ein paar Mal abgetan habe, von wegen Identität und Individualität, und wie ich auch schon mal erklärt habe, dass es so also es wirklich so, dass wir ein Problem haben, oder also dass wir Probleme haben, oder als wirklich all Probleme darunter festgemäht, wie wir sehen, beziehungsweise kann es sein, dass wir mir mal ein bisschen herausfinden, wie wir wirklich sehen, ein bisschen weg von all den Erziehungstechniken und den Konditionementen, die wir miterlebt tun, dass wir vielleicht verschiedene Situationen nicht als Problem gesehen. Und hier kommt manchmal daran, wo ich mit metaphysischen Techniken unter anderem schaffen oder so mal so den Terrain vorbereiten, mit dem man dann mit einem Klient zusammen kann, eine Situation und auch sich selber an der Situation betrachten. Ich habe das Thema zu regeln, bleibt bei der selber, B konsideriert oder betrachtet Situation oder jugiert Situation, mit nicht Person, das heißt auch nicht sich selber als Person, und das geht mit verschiedenen metaphysischen Techniken extrem gut. Ich werde auch noch einen Podcast darüber machen, wie so eine Seance kann aussehen. Aber ich will einfach mal probieren und an erster Stelle ein bisschen mehr allgemein erklären. Das heißt, eine Person, die daran interessiert ist, für zu sagen, okay, ich will einfach mal eine Metaposition haben, was die ganze Situation betrifft. Ich will das Ganze mal viel mehr global gesehen, global für sich selbst, also nicht global allgemein, mehr am Sinn von, was für eine Sache spielen da eine Rolle bei mir, für dass die Sachen so und so und so funktionieren oder so und so auflaufen.
an das eng Person, die vielleicht mal ein Problem bei mich kennt, do hat net nimmer gesagt, dass dat Muster aus dat an engem Problem optaucht, mir auch an engem anderen Problem abtaucht. Und das ist zum Beispiel von de Gründe, wie werde ich an anderem extrem gerne mat Sache schaffen, wie mat Zhugong Li, wie mat Badze, mat all den Techniken, die man mal un echtter Stelle eng Idee gehen, so wat für eine Energie sie bei der Person NRW. Gëtt eng Energie, die mich schwach NRW ass, an dat ass der Grund fir wat ze verschiedene Sachen ausläst, gëtt eng Energie, die wie soll es so zu viel stark ass, an wie kann ich die Energie gebrauchen? Das heißt, anstatt dass ich, weil das nämlich auch so denken, ja, ich weiß, auch du gehst nicht unterschied, also dass man mich richtig versteht, ich probiere da nie, so alle Guten an einen Tierrang zu gehen, mit zum Beispiel an der Astrologie, und ich ganz oft die Feedback kriege, dass da Leute hier ein Thema Astral gemäht tun, und da war so die Reaktion, oh wow, ja, du weißt ich, wie was das und das. Wir sind aber keine Lesungen auf den Weg gehen. Wenn ich aber dort zum Beispiel zu der dritten Idee allein mit einer Idee von einem Zhugong Li oder einem Badze schaffen, da komme ich auf Sachen, wo so, okay, wenn ich gesehen, dass die Person irgendwo zu viel Wasser hat, was kann ich machen, für das Wasser besser zu gerieren? Was kann ich machen, für dass die Person kann lernen, besser mit dem Wasser umzugehen? Das sind da Sachen, die können abkommen. Weil was ich so interessant daran fand, wenn ich mal allein von denen zu Techniken schwätzen, dann ist es, dass ein Badze und auch ein Zhugong Li, ich werde ganz kurz auf die Nuance eingehen, dass die engem eng Idee gehen, wie jemand dran, sagen wir mal, plus oder moins funktioniert. Und ganz oft liegen da Charaktereigenschaften dran, die man vielleicht an unserer Kantheit overzukriegen, weil man gesagt kriegen, dass das eine schlechte Charaktereigenschaft ist. Wenn den Leuten aber gesagt, dass das als energetisch so mal mit an als Weg gelöst gehen ist, dann leidet vielleicht auch darunter, wir können endlich zu sagen, ich akzeptiere das für mich, ich muss mal einfach lernen, das zu gerieren und zu gucken, wie ich damit umgehe. Für ein bisschen Nuance zu erklären, ich erkläre das mal so, die Badze, wir lernen ganz viel über das berühmte chinesische Sternzeichen, wo just über das Jahr geht, der Badze hat mindestens 4 Pilien, hat er am Ganzen, hat mindestens 4 Pilien, die einem verschiedenen Aspekte gehen, die einem verschiedene Energien weisen dann dem Moment. Und das können sich das vorstellen wie ein Landquart. Vielleicht sind auch ein paar Leute, die so für ein spannend, einfach just ein paar sein Badze zu haben, weil die schon auf Elemente basiert, und auch ein Bild zu malen. Das ist so eine Idee, die in auch so ein paar kann auf den Weg holen. In dem Moment, wo zum Beispiel eine Person irgendein Element eben dann dem Moment dran hat, dann ist es, wenn man so den ersten Pilier, das ist den wir kennen von unserem Horoskop sozusagen, das ist just den ersten Eindruck, den wir geben. Aber die wichtigsten Teil dran, die liegt dann am dritten Pilier, das ist, wo ein Maître du Jour, also ein Tagesmeister ist, und das ist die, wie wir wirklich spannend dran sind. Aber wenn wir so geleiert sind, gepolt zu gehen, just einen Eindruck zu gehen, kann das sein, dass wir uns das, wie wir spannend dran sind, komplett außer Acht gelassen haben. Und das kann dann in dem Moment einfach schon mal direkt ersichtlich abgegriffen gehen und auf der anderen Seite eben auch dann weiter so geschafft gehen, für zu gucken, wie können wir das dort dann eben abbauen, für das aufhängt verständlich zu gehen. Nach ein kurz zurückzukommen, also der Badze, den hat verschiedene Pilien, die verschiedene Aspekte aufweisen, aber wenn ich so ausdrücken kann, der so den ersten Eindruck stellt er schwer, das ist so, wie wenn der so, das was für ein Auto da hat, also was für eine Karosserie da hat, aber der Maître du Jour, das ist der Motor, den da dran hat. Das können so verschiedene Sachen sein. An den Zhugong Li, den Jeft, also die Numerologie, das ist der Treibstoff, den da gebraucht wird, ja Benzin oder was auch immer, oder was ja Kerosin, das du an den Auto machst. Und das möchte ein Zusammenspiel davon haben, wie ein funktioniert. Das heißt, die Sache fängt an, nicht mit zweidimensional zu sehen, man fängt an, so ein dreidimensionales Bild von sich selber aufzugehen. Nachdem man dann auch ganz viel kann aufhängen kann, wie in unserer Welt funktioniert, auch wie in dem zu was für einer Zeit funktioniert, entweder zu was für einer Jahreszeit, oder du gehst auch Ausrechnungen für zu sagen, von den Jahren, also das sind Zyklen, die ihr möchtet, von den Jahren, die einem dann eine Idee geben, wo ein an dem Zyklus NRW ist.
Das ist den erste Punkt. Den zweiten Punkt an der Metaphysik ist natürlich auch die Geschichte vom Tarot. Wofür möchte ein Tarot eine Sache, also das immer wie ein Diktionär zwischen unserem Innerbewusstsein und unserem Bewusstsein. Da zeigt die Bilder drauf, als das Innerbewusstsein kann auf die Bilder reagieren. Und anstatt dass also ein Tarot gebraucht wird, für zu sagen, die Quart sieht da aus, da brauche ich kein Tarot, da kann ich morgen einen Zettel holen, wo ich eine Ziffer an ein Schwert oder einen Kehlstab malen. Ich werde wirklich davon für darüber anzugehen, wie auch der Klient reagiert. Das ist nämlich eine Sache, auf die ich nachher angehen in einem nächsten Podcast, wo einfach dem Moment weißt, wie ein Lo mit dem, was ich vielleicht mit einem Bazin, einem Zugangmingli herausgefunden hat, wie ein das kann umbauen am Alltag, par rapport zu wie dein Bewusstsein reagiert. Da kann zum Beispiel ein Tarot ganz gut funktionieren. An ein Tarot kann dann zum Beispiel auch gebraucht gehen, für eine Konstellation mit der Band der Familie zu machen. Dann ist es also nicht nur ein Bild, ob der reagiert, sondern das ist ein Bild, mit dem er interagiert. Und auf der Weise geht das ganz eng Begleitung. Das heißt, ich bin nicht dafür da, für den anderen eine Lesung zu präsentieren, dem anderen eine Zukunft zu präsentieren, dem anderen ein Fazit zu präsentieren, für so ein par rapport zu deinem Batze, par rapport zu einem Horoskop, was du so und so und so. Mit so, das ist das, was du hast. Einfach schon mal unbewusst mal chauffieren hast, was kann man damit machen, für das nächste Situationen nicht so problematisch erscheinen oder mir einfach für dich zu lesen sind, einfach weil du merkst, wo die Möglichkeiten sind. Weil ich weiß, dass auch zum Beispiel ganz viel am Coaching, zum Beispiel von jemand NLP-Coaching, und das schafft jemand einen Score, den am Score hat den Ressourcen dran, und das ist alles schön und gut, dass man vor Ressourcen schwätzen, mit das ich weiß nicht, ob ich schon in einem Podcast gesagt habe oder ob ich inzwischen anderes erwähnt habe, Ressourcen zu so hat in eine Ressource, anstatt sich bewusst zu sein, dass das ein Undeel, eine Energie, eine Schwingung, wie immer ihn will nennen, als die ein Ass, also nicht die ein Hut, mit die ein Ass, da fand ich, dass das einen Unterschied macht, ob ich das einem als Besitz an den Grab drücken oder als Teil, mit dem ich sich identifizieren kann. Und dadurch, dass ich sich damit identifiziert kann, auch aus dem Blickwinkel heraus Sachen betrachten, an demgemäß dann auch ernstes Handeln. Das ist für mich ein Unterschied par rapport zu Coaching, par rapport zur Therapie, par rapport zu Schamanen, zu Quartelehen etc. etc. Für mich geht es immer darum, ein bisschen das Bild ganzheitlich zu machen, mit metaphysischen Techniken und auch mit den Frauen, die doch nicht drin sind. Das heißt, anstatt zu sagen, dass ein Problem an zu sagen, okay, das Problem muss gelöst gehen, weil das seht viel raus, also auch wenn das innerschwellig ist, ich mache da keinem Therapeut, Coach etc. irgendwo ein Vorwurf, dass das einfach so rüberkommt, mir das leid einfach in der Natur der Dinge, also wirklich anders oder weiß wie das, das wenn ich dem Moment so, dass eine Person eine Hilfe braucht, für zu einer Lesung zu kommen, dann ist die Person schon an einer ein bisschen enger Mannerwertigkeitssituation. Während wenn ich der Person kann beibringen, komm, wir probieren mal herauszufinden, wen es passt, und dann darfst du selber erkunden, und darfst du selber kennenlernen, da sind wir viel mehr an einem Interessegebiet NRW, wo die Sache vielleicht irgendwie nicht auch spannend findet, für darunter zu schaffen, für die Ideen dann an sich zu integrieren, und daraus heraus dann Lesungen zu erfahren, anstatt zu sagen, ich will eine Ressource, aber mit der Ressource lesen ich das Problem. Das heißt, es sind mit der Person selber, darf mir persönlich sozusagen mit sich selber umzugehen. Das heißt, damit hat ein bisschen den Überblick, was es bedeutet, wenn ich von metaphysischen Begleitungen schwätze, dass ich probiere, den Leuten den Raum zu schaffen, ich probiere, den Leuten Tools zu geben, so daran auch zu begleiten, mir aber oder weiß, dass es Möglichkeit tun, sich selber dann den Moment kennenzulernen. Natürlich, es gibt immer Probleme, das ist immer gut, wenn ihr coacht an die Probleme mal probiert und erster Stelle zu lesen. Mit das ein bisschen so wie mit Krankheiten. Wir vergessen das meistens, weil wir sonst von normalen medizinischen Zuständen wegschwellen. Wenn ihr krank ist,
Und dann hört er bis Grit für gesund gehen, da kriegt er vielleicht gesagt, ja, was weiß ich, pass auf, dass du das und das nicht isst, du darüber reagierst, mir allergisch, etc., etc. Mit ganz viel Leute, wenn sie bis gecoacht sind, an das Problem sozusagen gelöst, da kommen sie nicht mehr unbedingt auf die Idee, für zu sagen, okay, was kann ich dann machen, für das zu festigen, anstatt dass ich mir das just als Ressource habe. Weil wir wissen, dass Ressourcen einem ausgehen. Das weiß als Innerbewusstsein auch, das heißt, war mehr als Talente, als Kapazitäten, als Energien, die mehr sind, nicht die mehr haben, als Ressource hinstellen, weiß als Gehirn, das ist also etwas, was irgendwo endlich ist. Und man kann nicht daran, dass das Sachen sind, die unendlich sind, an die man sogar weiter können üben und trainieren, für das sie auch mehr stark und mehr präsent gehen, wenn man sie auch brauchen. Schaffen, dass du mal ein bisschen einen echten Überblick kommen aus, wie den Unterschied zu verstehen ist, wie ernst das Ganze zu verstehen ist. Und dass auch Leute, die vielleicht so schon nicht direkte Probleme, ich merke da, also die eine oder die andere Sache, die scheint uns an meinem Leben nicht verstehen, dass denen schon gute Mathe kann holen, an so eine Sitzung zu kommen, weil die nicht darum geht, dem anderen zu sagen, du bist so, du musst so und so funktioniert hat, mir für zu sagen, komm, wir sitzen als zusammen, für das wir mal zusammen kennenlernen und zusammen herausfinden, was ist mit dem machbar, was wirklich da ist, wenn wir lernen, nicht richtig anzuwenden und nicht so, wie wir zugehen, dass wir es anzuwenden haben oder nicht, weil es eine schlechte Eigenschaft ist oder ein schlechter Charakter soll sein. Sur ce, wie immer, sage ich vielmals merci. Wenn der Interesse hat, könnt ihr euch natürlich immer bei mir melden. Wie immer, eine schöne Mittag, einen schönen Abend und eine gute Nacht.